Servus, grüß euch und habe die Ehre, ich bin die Feldholzen und versuche euch heute das Titelupdate 22 ein bisschen näher zu bringen. Ich gebe mir Mühe, ja, hab das noch nicht so oft gemacht, aber ich denke, wir werden das hinbringen, oder? Und nicht sagen, in dem Sinn, packen wir's. Und habe die Ehre, ja, die Feldholzen ist am Start und ich versuche euch jetzt einmal die ganzen Änderungen, die wo im Titelupdate 22 für Division 2 kommen, ein wenig zum Erklären. Es kann jetzt ein wenig dauern, ich habe das noch nicht so gemacht, also seid ein wenig nachsichtig, aber ich würde sagen, wir probieren es einmal. Also, im Jahr 6, Season 2, Shades of Red, ja. Balancing Teil 1. Mit der Einführung von Season 2 kommen einige neue Features ins Spiel, wie Modifikatoren, Späher, Prioritätsziele und die saisonale Reise. Da haben sich die Entwickler gedacht, da haben wir mal kräftig in die Balance-Tasten. Ziel ist es, die verschiedenen Spielstile mit Persönlichkeit zu verpassen, also mehr Charakter und Eigenheiten. Dieses Update wird so ziemlich alles anpassen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Also Waffenklassen, exotische Waffen und Ausrüstung, Waffenzubehör, Talente und Gearsets. Und ich blende dann da die Sheets ein, da kann sich dann jeder sein persönliches Lieblingsteil aussuchen und nachschauen, ob es jetzt ein Buff oder ein Nerv hat. Also der Buff ist grün und Nerv ist rot. Und ja, im zweiten Teil, wo es dann noch kommt, da wird das Gearset dann genauso herzeugt. Die Kurssatze mit Waffeninventar zeigen jetzt auch Kopfschussschaden und optimale Reichweite an. Immer gut zu wissen, wie weit man das Ding am besten schwingen kann. Ne? Und der Nachladewert im Waffenhandhabungsbereich hat jetzt sogar 2 Dezimalstellen, weil Mathe ist auch wichtig. Ja. Jo, dann da ich sagen, schmeißen wir einen Riemen auf die Orgel und packen wir es. Und ja, ich bin gespannt, ob ich das jetzt so ein bisschen hinkriege. Was haben wir jetzt da? Also es sind diverse Waffenmods angepasst worden, zum Beispiel das 45er ACP Magazin, das hat jetzt 15 Kugeln anstatt 10, haben es noch ein paar andere auch gepasst. Der Kompensator hat Stabilität von 10 auf 30 verbessert, das was auch enorm ist. Und da weiß ich jetzt nicht, ob es Reflex, das weiß ich nicht, ob es richtig übersetzt, aber das Reflexvisier, ja, gibt jetzt 12% Waffenhandling anstatt nur 5. Also das sind gute und praktische Änderungen, die wo ja manche, wo es jetzt halt genervt haben, auch wieder ausreißen. Ja. Was haben sie jetzt noch geändert? Overwatch spart jetzt nicht nur für einen selber, sondern auch für die Kumpels, die neben dabei sind, mit praktisch mit zusätzlichen Schaden. Der Ganslinger hat beim Waffenwechsel 23% Waffenschaden für 5 Sekunden. Ja, Ausrüstungsattribute, zum Beispiel der Holoman oder Mutterliebe, haben jetzt stärkere Buffs auf Lebens- und Fertigkeitsschaden. Kann das eine oder andere Set dann doch wahrscheinlich ein bisschen besser in TM. Da ergeben sie brutal viele neue Variationen, um ein Set zu bauen. Ja. Da bin ich auch gespannt, was sie da alles zusammenbringen. Waffentalente zum Beispiel, Brotkörbchen, Körpertreffer verleihen jetzt 55% Kopfschussschaden für den nächsten Kopftreffer. Red Basket heißt das, glaube ich. Und der Killer, kritische Treffer gewähren euch 70% kritischen Trefferschaden für 10 Sekunden. Das ist schon enorm viel. Und Thunderstrike schockt eure Gegner und verursacht 35% mehr mehr Schaden an geschockten Feinden. Das haben sie auch brutal angekommen. Also ich würde jetzt ganz sagen, die Season 2 dreht auf, als alle, die es lieben, um ihre Builds irgendwie zum Zusammenbasteln, ja, kriegen richtig viel Futter. Also es ergeben sich viele neue Variationen
und vielleicht auch nicht immer nur das bekannte Zeug, sondern man kann jetzt auch andere, bessere Sets zusammenbauen, die wo das nicht über Striker oder Heartbreaker oder sonst irgendwas ist, wobei ein Heartbreaker haben sie auch in die Hydrate, habe ich vorhin gelesen. Ja. Ich muss sagen, ein Zantegir-Set dran, da kommt dann da auch ein paar so, ich blende einfach die Sheets ein, weil das ist einfach so viel. Ein bisschen was außer zum Greifen von dem ganzen Hardwire zum Beispiel. 4er Bonus verkürzt die Abklingzeit des zweiten Skills jetzt alle 10 Sekunden statt 20, was die Skills viel öfter nutzbar macht. Gaze, ja, das hat keiner hergenommen, wer da keiner hernehmen. Das sparen wir, da gibt es jetzt 4% Schadenresistenz. Wenn der Gegner euch aufs Korn nimmt, wird multipliziert von den Leuten, was bei euch in der Gruppe drin sind, hat aber, ich habe es probiert zum Bauen, funktioniert nicht so ganz richtig. Ich weiß nicht, ist ein Bako-Riebensblätter dazu, hat man nicht gekauft. Da der Heartbreaker 4er Bonus erhöht den Schaden gegen gepulste Feinde um 1,1% und gibt Bonusrüstung. Also der Heartbreaker war einmal zum Probieren. Ja, glaube ich, kann stark werden. Dann Asse und Achten. Beim 4er Bonus ab sofort zählt normale Gewehre, nicht nur Präzisionsgewehre. Die Handkarten werden schneller aufgedeckt und verleihen mächtigen Schadensbonus. Das ist Dilemma Rucksack. Der Ground Control Schaden geht markierten Feinden steigt auf von 60% auf 112%. Optimal für Chaos in der Menge. Also das ist habe die Ehre, weil das ganz schön viel ist. Dann mein Liebling, Ongoing Detektive. Brusttalent, Holopont-Munition bringt, also die Hohlspitzmunition bringt jetzt 50% Schadensverstärkung, also sofort aus allen Rohren. Das verteilt massig Schaden. Strikers Battle Gear, also Striker, der ist ein bisschen gebufft worden, abgesetzt auf 0,9%. Aber Power ist immer noch ordentlich, also der wird schon schwach werden. Ja. Und die Umbra-Initiative mit dem 4er Bonus kritischer Schaden pro Stack auf 1,2% erhöht und erhöht die Feuerrate um 0,4 im Cover. Also perfekt für Sniper oder DPS-Spieler. Kurz und bündig, mit dem Update haben halt die Gears jetzt richtig Persönlichkeit gewonnen. Jetzt können eure Lieblingsbuilds gezielt mehr Durchhaltevermögen, Reichweite oder kritischen Schaden geben. Also schnappt euch die besten Sets und auf geht's zum Bauen, da ich sagen. Ich glaube, es gibt nichts, was die nicht geändert haben, weil da haut's der Weg, dann haben sie noch die exotischen Waffen und ihre Verbesserungen, ja. Bighörnchen, ja. Talent-Kopfschuss gibt jetzt 6% Kopfschussschaden, vorher waren es 4. Für die also für einen Sniper, ja. Die Mods Headshot-Schaden, Nachladegeschwindigkeit, Genauigkeit und Stabilität wurden aufgewertet. Das St. Elmo, kritische Trefferchance und kritischer Trefferschaden sind leicht reduziert, um etwas mehr Balance einzubringen, aber ich habe es im PTS probiert, das kennst du nicht wirklich, das kannst du das Gearset locker ausgleichen. Die Adlerträger, kritische Trefferchance wurde von 15 auf 15% angehoben und Schaden um 20%, damit ihr präzise draufhalten könnt. Also die Eagle Barrier, also die Adlerträger, die ist besser geworden. Die muss ich jetzt direkt einmal testen. Ich habe es aber nicht gespielt, weil habe mich irgendwie zu dumm angestellt mit dem ganzen Ding. Jetzt muss ich mal was bringen. Wahnsinn. Da die Chamäleon. Körper- und Beimtreffer-Ziele wurden leichter erreichbar gemacht, was euch schneller den Schadensbonus bringt. Dann die Lady Death. Kritische Trefferchance und Schaden haben geboostet, also immer ran ans Ziel. Die SV sind nicht schlecht gewesen, jetzt ist noch besser geworden. Die Backfire kritischer Schaden pro Stack auf 2% erhöht und Stack Limit halbiert, also gibt es jetzt mehr Power in kürzerer Zeit. Kritische Trefferwerte wurden deutlich angehoben. Dann Chatterbox, also die Schnatterente,
Feuerrate beim Nachladen für jeden nahen Gegner auf 25% erhöht. Perfekt für Kämpfe in der Nähe, wo man voll in Action ist. Also die Schnatterbots kann so richtig krass gut geworden sein. Mit dem richtigen Set. 25% ist schon ein wenig eine Hausnummer. Dann die Bluescreen erhöht Nachladengeschwindigkeit und Feuerrate für schnellere Reaktionen und mehr Kontrolle in hitzigen Momenten. Das ist schon ganz gut. Die Bullet King jetzt stabiler mit 15% kritischer Trefferchance, ohne Nachladezwang immer wieder weiterfeuern. Also so, dann mehr Genauigkeit und Stabilität in der Waffe. Was haben wir jetzt da noch? Die Vindicator hervorgehobene Körperteile von Gegnern erhalten jetzt 60% Waffenschaden. Also Fokus auf die Schwachstelle für maximalen Schaden, also 60% ist schon ein Hauferzeichen. Und die Scorpio, jetzt gibt es Gift-Stacks schon bei 2 Treffern, vorher 3. Das bedeutet, dass der Gegner schneller und ja, schneller an diversen Statuseffekten leidet. Ja. Das ist ja ein Hauferzeichen. Die eiserne Lunge ist auch nochmal ein wenig geändert worden. Hat jetzt 10% kritische Trefferchance und 20% Critical Hit Damage. Zuerst hat es 10 und 10 gehabt, jetzt hat es schwierig. Aber wo sie jetzt halt nicht findet, tatsächlich, wo sie mir eigentlich auch gefreut hätte, da muss ich jetzt halt auch mal direkt gescheit nachschauen. Ich habe nichts von der Pestilenz gelesen. Weil die war im PTS tatsächlich ganz schön gepusht worden. Entweder ich habe es überlesen oder sie haben nichts da. Ich habe das Video nicht gesehen gestern. Ich versuche gerade da den offiziellen, das offizielle Sheet, was sie jetzt da rausgebracht haben, zum Übersetzen, was für mich jetzt gar nicht so einfach ist. Aber ich glaube, das haut schon ganz gut hin. Ja, da habe ich noch irgendwas gefunden. Und zwar die Katharsis haben es auch geändert. Jeder Stack gibt jetzt 1,5% Waffenschaden, vorher 1%. Bei vollen Stacks gibt es eine Heilwolke. Und auch für die Verbündeten, die 5% der maximalen Rüstung für 10 Sekunden wiederherstellt. War vorher nicht so. Früher hat die Heilwolke nur für einen selber gegolten. Und wenn die jetzt auch für die Verbündeten gilt, ist das eine feine Sache. Da kann man gute Sachen machen. Finde ich ganz gut. Mal wenn kurz zusammengefasst, das Update bringt bedeutende Buffs für exotische Waffen und Gearsets, um verschiedene Spielweisen noch effektiver zu machen. Testet die Änderungen aus und findet heraus, wie diese Verbesserungen eure Lieblingswaffe und Sets noch mächtiger machen. So kann man das vielleicht ausdrücken. Ja. Also im Großen und Ganzen ist es brutal viel Zeug. Und ich werde jetzt an Karl, ich weiß noch was auch, das was ich mir ein wenig so zusammengeschrieben habe, vorlesen lassen. Einmal wieder, damit es auch in Hochdeutsch und klar verständlich umkommt, weil ich bin jetzt da tatsächlich nicht der Allerbesser in den ganzen Sachen, aber man weiß sich ja zu helfen. Das hust nicht. Beschreibung: Year 6 Saison 2, Shadows of Red, Balancing Update Teil 1 und Teil 2. Mit der Einführung von Year 6, Saison 2 Shadows of Red wurde das Balancing in The Division 2 komplett überarbeitet. Dank Season 2.0 kommen neue Features ins Spiel, wie Modifikatoren, Speer, Prioritätsziele und die Saisonreise. Das Ziel dieser Neuerungen ist es, den verschiedenen Spielstilen mehr Persönlichkeit zu verleihen und das Gameplay insgesamt vielseitiger und spannender zu machen. Balancing Teil 1. Das erste Balancing-Update konzentriert sich auf die Überarbeitung von Waffen, Mods, Talenten und Gearsets. Diese Anpassungen sind darauf ausgelegt, verschiedene Spielweisen zu verbessern und auszubalancieren. Waffen und Mods, die Core-Starts der Waffen, wie Kopfschussschaden und optimale Reichweite, sind jetzt detaillierter im Inventar zu sehen.
Der Nachladestart zeigt ab sofort 2 Dezimalstellen, um eine präzisere Berechnung zu ermöglichen. Einige Magazine und Mündungen wurden verstärkt. Das Extended 45 ACP-Mark bietet nun 15 statt vorher 10 Runden. Der Kompensator 45 wurde stabiler gemacht und bietet jetzt eine Steigerung der Stabilität auf 30%. Der Infanterie 5,56 Mark hat nun eine optimale Reichweite von 70%, eine erhebliche Verbesserung gegenüber den vorherigen 30%. Talente für Ausrüstungssets. Auch die Talente der Ausrüstung wurden überarbeitet. Zum Beispiel hat Entrench jetzt eine kürzere Abklingzeit von nur 2 Sekunden statt wie vorher 3 Sekunden. Overwatch bufft jetzt sowohl den Spieler als auch alle Verbündeten in der Nähe, was besonders im Deckungskampf nützlich ist. Diese Änderungen machen es einfacher, verschiedene Spielstile und Ausrüstungen zu kombinieren und anzupassen. Waffentalente. Einige Waffentalente wurden ebenfalls verstärkt, um mehr Schaden und Flexibilität im Kampf zu bieten. Zum Beispiel: Breedbasket bietet jetzt einen Bonus von plus 55% Kopfschussschaden nach Körpertreffern. Killer gibt bei einem kritischen Treffer einen Bonus von 70% kritischem Schaden für 10 Sekunden. Obliterate wurde hingegen etwas abgeschwächt, mit einer Begrenzung auf 20 Stacks statt der vorherigen 25. Diese Buffs und Anpassungen ermöglichen es, verschiedene Spielstile noch besser auszunutzen und auf individuelle Vorlieben abzustimmen. Balancing Teil 2. Im zweiten Balancing-Update liegt der Fokus auf exotischen Waffen und Gearsets. Durch die gezielten Änderungen an ihren Talenten und Mods wird das Gameplay noch weiter verbessert, um allen Spielstilen gerecht zu werden. Gearsets. Die Gearsets haben einige bemerkenswerte Buffs erhalten. Hardwired hat eine verkürzte Abklingzeit für den Feedback Loop, sodass der zweite Skill nun alle 10 Sekunden statt 20 Sekunden wieder verfügbar ist. Das Aegis-Set bietet jetzt 4% Schadensresistenz für jeden Gegner, der euch ins Visier nimmt, was euch bei Gegnergruppen besser schützt. Hardbriaker steigert den Schadensbonus gegen gepulste Feinde auf 1,1%, was einen deutlichen Vorteil im Kampf gegen Markierungen bringt. Weitere Gearsets wie Ongoing Direktive und Strikas Batlegia wurden ebenfalls angepasst. Ongoing Direktive verstärkt jetzt Holopoint-Munition und steigert den Schadensbonus auf beachtliche 50%. Strikas Batlegia wurde hingegen leicht abgeschwächt, indem der Schadensbonus pro Stack auf 0,9% gesenkt wurde. Exotische Waffen. Eine Vielzahl exotischer Waffen erhielt in diesem Update wesentliche Buffs und Mod-Anpassungen. Die Bighorn bietet nun bei Kopfschüssen einen Bonus von 6% pro Stack und hat verbesserte Mod-Optionen für Headshot-Schaden, Nachladegeschwindigkeit und Genauigkeit. Ledides wurde mit einer höheren kritischen Trefferchance und mehr kritischem Schaden aufgewertet, um Spieler zu belohnen, die gerne im Nahkampf kämpfen. Backfire stapelt jetzt schneller und stärker, mit einem kritischen Schadensbonus von 2% pro Stack, was den Einsatz im Kampf noch lohnenswerter macht. Auch Waffen wie Scorpio und Bluescreen wurden überarbeitet, um den Spielern zusätzliche Vorteile im Kampf zu bieten. Exotische Ausrüstung, Katharsis. Die exotische Ausrüstung, Katharsis, wurde ebenfalls gestärkt. Das Talent von Katharsis gewährt jetzt 1,5% Waffenschaden pro Stack, und bei voller Stapelanzahl erzeugt Katharsis eine Heilwolke, die Verbündeten 5% der maximalen Rüstung über 10 Sekunden zurückgibt. Diese Änderung macht Katharsis zu einer noch wertvolleren Option, besonders für Teamspieler. Zusammenfassung: Insgesamt hebt dieses Update für Year 6, Saison 2, Shadows of Red die exotischen Waffen, Gearsets und Talente auf das nächste Level. Die gezielten Verbesserungen und Balancing-Anpassungen geben den Spielern mehr Kontrolle über ihre Builds und bieten die Möglichkeit, den Spielstil noch weiter zu personalisieren und an verschiedene Situationen anzupassen. Spieler können sich nun auf die verbesserte Leistung ihrer Lieblingswaffen und Ausrüstungen verlassen und ihr volles Potenzial im Kampf entfalten. Ja, wie sich die Gaudi bis dahin ergeben hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin fleißig am Üben und ich hoffe, es ist klar umgekommen. Es ist auf alle Fälle enorm viel Änderung drin. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Feldwalzen, gell? Schalt's wieder rein, wenn's was seht von mir. Dankeschön und auf Wiedersehen.